Wie sieht dein Metal-Jahr aus? Was sind deine Fixpunkte und Festzeiten? Ein guter Start ins Jahr ist immer das Ice Rock im Wasser natürlich. Und dann ist das Elements of Rock ein Muss. Das Greenfield ist ein Fixpunkt im Sommer. Und für Menge Metalheads weltweit ist der im Sommer Wacken natürlich der Wallfahrtsort schlechthin. Und so zieht das Metal-Jahr mit den unterschiedlichsten Viertigen ins Land. Festzeit, wo man den Metal feiert und liebe Freunde auch wieder sieht. Der Jahreskalender der Kirche ist nicht deckungsgleich mit dem Metal-Jahr und hat auch eine andere Aufgabe als das Metal-Jahr. Die Viertigen, Gedenktage und Gedenkzeiten vom christlichen Kirchenjahr, die laden nicht einfach nur zum Festen, natürlich, das auch, aber sie laden uns ein, Jahr für Jahr aufs Neue innezuhalten und einen bestimmten Aspekt von unserem dreieinen Gott besonders zu erfahren und zu bedenken. Und wir dürfen uns dabei überhaupt von Gott her für die wichtigen Themen im Leben und in der Welt herausfordern und ermutigen lassen. Und jetzt stehen wir eben in der Passionszeit. Was will uns diese Zeit sagen? Ich habe mich das Jahr schon noch einmal ganz neu gefragt, wieso wir uns eigentlich 40 Tage lang mit dem Leiden auseinandersetzen sollen. Als Christen glauben wir doch, dass Jesus vom Tod auferstanden ist und dass darum am Ende der Zeit eine herrliche Zukunft auf uns wartet. Das Ende der Tränen, aber eben der Gerechtigkeit, Wiederherstellung, Neuschöpfung, Frieden, ja einfach umfassendes Heil. Wieso jetzt trotzdem wieder 40 Tage lang der Fokus aufs Leiden? Bei unserer römisch-katholischen Schwesterkirche ist der Fokus aufs Leiden sogar noch viel ausgeprägter. An der Kreuz in der Kirche hängt meistens sichtbar der gekreuzigte Heiland. Und in den meisten Kirchen sind 14 Stationen vom Leidensweg von Jesus als Kreuz in gemalten Bilder aufgehängt. Und genau in traditionell katholischen Gegenden findet man draussen in der Natur viele Kreuzwege mit kleinen Wegkapellen. Passionszeit. Wieso ist das Meditieren vom Leiden von Jesus für uns alle wichtig? Ich glaube, es geht dabei um die Frage nach dem Leiden in der Welt und nach dem Leiden in unserem eigenen Leben. Es ist eine Frage, die viele nämlich quält. Wieso sind wir auch als Christen noch mit Leid konfrontiert? Körperliches Leiden, seelisches Leiden, geistiges Leiden, Verlust, Spannungen, Kämpfe, Frust. Ich nehme euch gerne mit auf eine Entdeckungsreise, die für mich letzten August angefangen hat. Da bin ich über einen Vers im 9. Kapitel vom Markus-Evangelium gestolpert. In meiner Basis-Bibel war es so übersetzt. Jeder bekommt durch Feuer des Leidens etwas von der Kraft des Salzes. Feuer des Leidens, Kraft des Salzes, ist doch sehr kryptisch. Also Salz ist da und so, ihr merkt es dann. Aber was hat Leiden jetzt mit Salz zu tun? Der Alex liest uns aus dem Markus-Evangelium ihre wörtlichen Übersetzung, ergänzt mit Parallelstellen aus dem Matthäus und dem Lukas. Wer den Weg könnt ihr vorne mitlesen. Als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger kamen zu ihm. Jesus begann zu reden und lehrte sie. Ihr seid das Salz der Erde. Jeder wird durch Feuer gesalzen. Salz ist etwas Gutes. Aber wenn das Salz nicht mehr salzt, wie kann man es wieder würzig machen? Es ist nutzlos, also wird es weggeworfen und von den Menschen zertreten. Es ist weder für den Acker noch für den Misthaufen zu gebrauchen. Habt Salz in euch und seid im Frieden untereinander. Jesus sagt, Salz ist etwas Gutes. Ja, Essen ohne Salz ist fad. Salz gibt Kost und verstärkt den Geschmack.
Als Spurenelement ist es sogar lebenswichtig in der Ernährung. Und bevor wir Tiefgefriere kennt haben, da ist das Pökeln mit Salz eine der wichtigsten Arten gewesen, das geschlachtete Fleisch überhaupt haltbar zu machen. Und auch die reinigende Wirkung vom Salz hat man im Altertum schon kennt. Die wissen sicher, wie Salz in einer Wunde brennt, zum Beispiel wenn man geht baden im Meer. Oder? Und der Prophet Ezechiel beschreibt, dass man frisch geborene Babys zur Desinfektion normalerweise mit Salz abgegeben hat. Und noch heute ist Industriesalz ein wichtiger Bestandteil von Reinigungsmitteln. Aber das Industriesalz, das findet man auch in Farben und in vielem mehr. Und dann brauchen wir Salz im Winter auf der Straße zum Schmelzen vom Eis, oder? Und fürs Gegenteil auf der weichen Skipiste. Salz ist etwas Gutes, sagt Jesus. Salz war früher viel knapper und darum auch viel wertvoller. Und der Wert und der grosse, vielfältige, praktische Nutzen, der macht Salz so natürlich auch symbolisch bedeutsam. Wir hören darum im Alten Testament an 4 Stellen von der gewichtigen Bedeutung vom Salz. Bei der Vorschrift für Speisopfer, zum Beispiel im 3. Buch Mose, lesen wir, dass die Priester bei allem Getreide, das die Menschen ihnen zum Opfern bringen, müssen Salz dazugeben. Du sollst alle deine Speisopfer salzen. Dieses Salz steht für den Bund mit deinem Gott. Niemals soll es am Salz fehlen. Alle deine Opfergaben sollst du mit Salz darbringen. Und im 4. Buch Mose wird die Ordnung der Opfer Salzbund genannt. Und wieder der Prophet Ezechiel schreibt, dass die Priester, wenn sie nach der Verbannung wieder ins Land zurückkommen und den Tempel wieder aufbauen, den neuen Altar sollen reinigen und weihen, und zwar, indem sie Schlachtopfer zuerst mit Salz bestreuen, bevor sie es verbrennen. Und zuletzt redet der König Abia im 2. Chronikbuch davon, dass das Versprechen von Gott, dass immer ein König aus dem Haus David über Israel wird herrschen, ebenfalls, dass das ein Salzbund sei. Salz gibt Krust und es reinigt und macht haltbar. Und ich denke, so steht Salz bei allen Opfern und Bundesritualen auch für Verlässlichkeit. Salz bekräftigt, was da gesagt und vollzogen wird. Salz steht für die Reinheit und die Wahrheit, was gesagt und vollzogen wird. Salz macht fest und bewahrt, was gesagt und vollzogen wird. Und jetzt sagt Jesus zu seinen Jüngern, seinen Freunden, seinen Schülern und Nachfolgern: Ihr seid das Salz der Erde. Man kann ja auch genauso gut sagen, Salz für die Erde. Oder Salz für die Erde, ja. Als Christen spricht uns Jesus eine wichtige Wirkung in dieser Welt zu. Ein besonderer wichtiger Geschmack in dieser Welt. Eine reinigende Wirkung in der Lebensgemeinschaft zu haben. Ein bewahrender Effekt in der Gesellschaft. Aber wenn wir jetzt bei dieser Zusage, Salz für die Erde zu sein, auch noch eben die alttestamentlichen Opfervorschriften und die Aussage vom Salzbund mitschwingen, ja, dann klingt plötzlich noch anders an. Was ist die Rolle vom Davids Sohn Jesus? Das Erlösungsopfer am Kreuz. Und was ist denn unsere Rolle bei dem Opfer als seine Nachfolger? Salz für die Erde. Opfer und Salz. Ich lasse das mal einen Moment nachklingen, während wir in den Schluss vom Song Salt of the Earth, Salz von Erde von Signum Regis, hineinhören. See what is there and reach
Also Jesus bringt das Opfer zur Erlösung der Welt. Gott gibt sich selber hin. Das Opfer ist ein für alle Mal gebracht. Das haben wir jetzt im Alten Testament gehört. Die Priester sollen Salz zum Opfer dazugeben. Jesus sagt, jeder wird durch Feuer gesalzen. Oder wie es die Basisbibel passend ausdeutscht eben, jeder bekommt durch Feuer des Leidens etwas von der Kraft des Salzes. Wenn wir als Christen leiden, dann ist es offensichtlich Salz, das zum Opfer von Jesus noch dazu braucht. Ich finde es immer noch gefährlich, das zu sagen, aber es passt. Dies und mein Leiden, das wir auch als Christen erleben, das ist Salz, das bekräftigt, was durch Jesus gesagt und vollzogen worden ist. Dies und mein Leiden steht das Salz für die Reinheit und die Wahrheit, was Jesus gesagt und vollzogen hat. Dies und mein Leiden ist Salz, das festmacht und bewahrt, was von Jesus gesagt und vollzogen worden ist. Offensichtlich kann man den Dienst als Salz in der Welt aber auch verpassen. Und da bin ich beim nächsten Punkt. Jesus redet davon, dass es Salz gibt, das nicht mehr salzt und nur noch weggeschossen werden kann. Vielleicht spielt er darauf an, dass das Salz im alten Orient oft nicht reines Kochsalz war, sondern so mit pflanzlichen und erdigen Substanzen vermischt war. Und so konnte es passieren, dass es, wenn die Sonne oder Regen ausgesetzt war, geschmacklos und unbrauchbar geworden ist. Oder vielleicht ist auch das Steinsalz im Blick, wo, wenn es ausgekocht ist, der Stein nur noch als Abfall zurückbleibt. Aber anyway, der Punkt von Jesus ist einfach, man kann den Dienst als Salz in der Welt auch verpassen. Die Kraft vom Salz hängt geheimnisvoll mit dem Feuer vom Leiden zusammen. Wenn wir unserem Leiden verschließen, dann hat unser Dasein in dieser Welt eben letztlich wie keine Kraft. Vielleicht wird es verständlicher, wenn ich anstatt von Leiden, von Leidenschaft rede. Wir erleben uns Metaller als leidenschaftliche Menschen. Der latinische Begriff Passion meint eben nicht nur den Leidensweg von Jesus, sondern wir brauchen ihn allgemein für Leidenschaften. Mir kommt der Song von der deutschen Hardrocker Mad Max in Sinn. Night of Passion. Oder wir sagen, ein Künstler geht seiner Passion nach. Passion heisst Leidenschaft. Bei der Passion sagen wir auch, dass wir etwas mit Herzblut machen. Ja, und jetzt wird es spannend. Bei einer Leidenschaft, bei Herzblut, wie das im Spiel ist, da blüht das Herz, wie man sich ganz drin gibt. Und so ist Leidenschaft auch etwas, das Leiden schafft. Die leidenschaftlichen Höhenflüge gibt es nicht ohne die Tiefen vom Leben. Leidenschaftlich Leben heisst das volle Leben. Wir sind hier plastisch 2 Szenen aus dem Film Katharina Luther vor Augen. Der ehemalige Mönch Martin Luther und die ehemalige Nonne Katharina von Bora, die entscheiden sich, ihr Keuschheitsgelübde zu brechen. Sie entscheiden sich zu heiraten, weil sie das volle Leben wollen. Und so genießen sie zusammen die körperliche Freude fortan in allen Zügen. Jahre später stehen sie beide niedergeschmettert am Grab von einem von ihren Kindern. Und da sagt die weise Kättle zu ihrem Tinu, es ist eine tragische Szene, nicht zum Lachen, aber ich finde, es kommt ein bisschen näher, gell? Kättle und Tinu. Genau. Also Kättle sagt zum Tinu, wir haben doch das volle Leben wollen. Jetzt müssen wir eben auch das Schwere annehmen, das gehört auch dazu. Das volle Leben. Leidenschaft, das heisst auch ein Leben, das Leiden schafft. Die Welt braucht Hingabe, sie braucht Liebe, sie braucht Leidenschaft. Und das Leiden ist der Preis der Liebe. Weil echte Liebe ist gegenüber nie zwingt, sondern alle Freiheit lässt, sogar die Freiheit vom Widerstand und von der Ablehnung. Das ist Gottes Art. Wir haben es letztes Mal vor einem Monat gehört. Die Schöpfung von dieser Welt, das ist der Ausfluss von Gottes Hingabe, von seiner Liebe und seiner Leidenschaft. Und seine Liebe ist so unendlich groß,
dass er bereit war, am Kreuz den ultimativen Preis von dieser Liebe zu zahlen, auch in dieser Ablehnung. Und er fordert uns heraus, ob auch wir unser Leiden als Salz zu dem Opfer dazugeben. Jesus sagt, habt Salz in euch. Oder wie es wieder in der Basisbibel ausgedrückt ist, bewahrt also die Kraft des Salzes in euch. Also niemand von uns leidet gern. Also ich definitiv nicht. Und so will dein Leiden auf keinen Fall auch irgendwie romantisieren. Und darum ist es mir wichtig klarzustellen, das Böse ist böse. Das Böse kommt nicht von Gott. Aber in seiner Liebe zur Welt lässt Gott immer noch zu. Weil wenn wir Gott vertrauen, dass er es gut mit uns meint, dann muss auch das Böse uns zum Besten dienen. Er braucht es zu seinen guten Zwecken. Egal, ob wir es je verstehen oder nicht, was uns widerfährt. Aber unser Leiden als Jesus-Nachfolger und Nachfolgerinnen wird als Salz das Erlösungsopfer von Jesus bekräftigen. Unser Leidenssalz ist wie Dünger, wo das Heil, das durch Jesus gekommen ist, lässt wachsen bis zu der Vollendung am Ende der Zeit. Wenn es uns mit dem Leiden bereicht, ist es an uns zu entscheiden, ob wir uns mit aller Kraft gegen das Leiden auflehnen, ob wir unser Herz hart machen und davonlaufen, ob wir hadern und verzweifeln, oder ob wir einfach alles schönreden, das Leid und Leid in dieser Welt verdrängen, ob wir quasi fromm dissoziieren und uns nur noch mit dem Positiven beschäftigen. Oder aber, ob wir es Leiden, wenn es uns dann bereicht, lernen vertrauensvoll aus Gottes Hand anzunehmen und das Salz zum Opfer von Jesus dazuzugeben. Gell, jetzt, wir müssen das Leiden nicht suchen. Es geht sicher nicht um Masochismus. Aber wir dürfen lernen, das Leiden anzunehmen, wenn es einem einholt. Es gehört zum vollen Leben dazu. Wenn wir leiden, so sind wir nicht dem Herrgott vom Karren runtergefallen, sondern wir sind genau dort, wo er uns haben will. Als Salz für die Erde an der Seite vom Opfer von Jesus. Wie ist jetzt das mit deiner Leidenschaft als Metalhead? Willst du wirklich leidenschaftlich leben? Willst du das volle Leben? Willst du die volle Dosis Leidenschaft? Dann gehört auch das Leiden dazu. Willst du verbunden sein mit der Passion von Jesus zur Erlösung der Welt? Willst du dein eigenes Leiden als Salz zum Opfer von Jesus dazugeben? Um diesen Gedanken noch ein bisschen persönlich nachzugehen, hören wir ein passendes Lied aus dem reformierten Gesangbuch. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ. Wir hören es natürlich als Metal-Song. Es ist eine Demo-Version aus der frühen Zeit der Metal Church, wo der damalige Gitarrist der Metal Church Band, der Raffi Angst, er ist heute Bassist bei Days of Ruin, hat das Lied arrangiert und aufgenommen. Weil es jetzt ein Demo ist die zweite Strophe vom Lied leider nicht eingesungen, aber ich habe sie einfach als Untertitel eingeblendet. Bevor es zum Licht im Ohr muss sterben in der Erde.
Also ich frage noch einmal, wie ist jetzt das mit deiner Leidenschaft? Willst du wirklich leidenschaftlich leben? Willst du das volle Leben? Die volle Dosis Leidenschaft, aber auch Leidenschaft. Willst du, dass dein Leben verbunden ist mit der Passion von Jesus zur Erlösung der Welt? Willst du dein Leiden als Salz zum Opfer von Jesus dazugeben? Wenn du das willst, dann lade ich dich ein, die zweite Strophe vom Lied, das wir gerade gehört haben, mit mir zusammen zu beten. Laut oder leislich, so wie es für dich stimmt. Ich bete jedenfalls laut, dann hört ihr es. Und ihr könnt vorne sehen die Worte. Jetzt soll es, glaube ich, auch klappen. Gell? Nehme ich an. Yes, merci, stimmt. Du gingst, o Jesus, unser Haupt, durch Leiden Himmel an und führest jeden, der da glaubt, mit dir die gleiche Bahn. Wohlan, so nimm uns allzugleich zum Teil am Leiden und am Reich. Führ uns durch deines Todes Tor samt deiner Sach zum Licht empor. Zum Licht empor, durch Nacht zum Licht empor. Ich lobe dich, Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk schreit: Amen. Amen.